Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Ich habe beim letzten Mal erklärt, dass man hier, Oh, in die Richtung? genau, hier geht's weiter, dass man hier normalerweise hocken kann und kann dann mit dem Bogen, eigentlich, wenn die erste Welt von der Type fertig ist, kann man da sitzen und kann dann hier aus dem Hinterhalt nochmal zack und zack und kann sich dann wieder in die Deckung begeben und wenn die da ohne am Rumschleichen sind, kann man dann hier vorbeigehen. Aber normalerweise mache ich es immer so, dass ich da in der Ecke zuerst bin und von dort aus die Leute heimlich erledigt. Dann gehe ich hier durch die Gas und mache die Rievenickel fertig, verstecke mich hier. Da geht es hier ein bisschen durch und hier ins nächste Gebäude, alles heimlich. Hier als kleine Station und wenn die ganze Typen fertig sind, dann kann man von hier aus die nächste Welle attackieren. Und dann mache ich jetzt hier erstmal auch mein Medikit und heile mich erstmal wieder ganz. Und macht dann auch nochmal eins noch. Da kann man nämlich hier nochmal ein paar Sachen plündern gehen. Dann geht's hier nochmal durch, nachdem wir hier alles abgestaubt haben, was es gibt. Und wie gesagt, das optionale Gespräch aus der letzten Episode sollte man auch noch mitnehmen, wenn man halt so ein kleiner Sammler ist. Gehen wir hier nochmal durch, da geht's ins nächste Gebäude rein. Da, wo wir gerade in der Galerie rumgestramert sind. Und gucken hier nochmal, was es noch Schönes gibt. Aber ich sag's euch, in dem einfachen Modus ist es wirklich super easy. Da haben wir hier nämlich auch nochmal ein paar Sachen. Aber in dem, ja, da scheinen sich auch nochmal ein paar Leute gekümmert zu haben früher. Und im harten Modus ist das wirklich so richtig abartig. Ich habe da mehrere Versuche, oder teilweise ein ganzes Dach Draghanke. Firefly-Notiz. Harte Dovak, würde ich mal sagen. Das könnten dann wohl Fireflies gewesen sein, wenn es Käse hat. Ja, die brauchen wir nicht. Wir kümmern uns hier selber um uns. Dann gehen wir hier noch rein. Okay, wäre noch eine Dose gewesen. Jo, Hinweis. Ist schon klar, dass ich hier weiterkomme. Also wenn man hier ein bisschen Zeit verdummbeitelt, dann glaubt das Spiel, man sei so dappig, dass man nicht wisst, wie es eigentlich weitergeht. Und lasst euch Todefu um Himmels Willen nicht hetze. Ihr nehmt euch einfach die Zeit, die ihr brauchen. Dann gehe ich hier nochmal rein. Das war wohl eine Bank früher. Ja, steht ja auch nochmal da. Und da kann man dann auch nochmal viel Sachen machen. Wenn man das Ganze heimlich machen möchte. Und wir sehen sogar noch da in der Ferne der Hinweis als Symbol sogar markiert. Also wer wirklich absolute keine Ahnung hat und nicht kapiert, was jetzt so eigentlich weitergeht, der muss immer nur dem Symbol hinterher. Wir sind jetzt aber auch schon fast so weit, dass wir durch sind. Ja, Hinweis, es ist gut. Gehen wir nämlich hier hin. Können wir 25 Dele abstauben für die Werkbank. Und dann, damit der arme Computer ach sagt, wir können weitermachen, gehen wir doch hier durch. Und wieder so Rollgitterpassage, da müssen wir jetzt viel die Aktionstaste drücken. Jetzt macht ein Ding, Ellie. Ah, okay. Und es hat sich schon so eingebürgert, dass es heißt, mach dein Ding. Ah, die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Dann Gute Idee. sind wir hier durch. Super. Dann müssen wir wohl hier drüber. Holen uns noch die Werkzeugteile. Gucken noch, was es hier gibt. Und zwar Lumpe und Alkohol. Wunderbar. Tja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir darüber? Hochspringen kennen wir nicht. Also müssen wir das alte Ding hier nehmen, was die Ellie gehabt hat. Hilf mir mal damit. Jawohl, das kann ich jetzt kurz aussperren. Und dann lässt sie es fallen. Dann müssen wir das Ding jetzt so drehen. Da können wir mit dem rechten und mit dem linken Joystick agieren, damit er das Ding dreht. Da können wir da hochklettern und hier über die Passage durch. Jawohl. Und hier werden wir ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen. Weil hier haben wir gleich die nächste Werkbank wieder. Das war, glaube ich, die kürzeste Zeit hintereinander, die kürzeste Zeitspanne, dass wir hier nochmal zweimal Das ist ein Werkbank guter kennen. Platz. Oh ja. Wie gesagt, ich werde jetzt eher nochmal die 9 mm verbessern. Oh, Entschuldigung. Weil X muss man durchhalten. Und ich habe anscheinend ein bisschen zu früh noch losgelost. Ja, dann ist hier schon mal alles auf Maximum gedrillt, was wir haben.
alles soweit auf Maximum. Dann können wir jetzt auch der Bogen verbessern. Den könnten wir zwar verbessern, aber dafür bräuchte man nochmal 12 Teile mehr. Ja, das ist gut. Jo. Dann geht's jetzt weiter. Und jetzt würde ich sagen, wird's auch nochmal richtig gemein. Deswegen laden wir hier auch nochmal schön hoch. Ich hab's immer ganz gern, wenn ich da voll ausgerüstet bin. Weil jetzt kommt wieder so eine ganz tolle Passage. Hunter-Action. Runter. Nichts. Da ist ziemlich viel los, was? Kein Essen und das Paar Schuhe. Wir haben nichts. Hier. Na toll, die Hennix aber trotzdem sinnlos abgemurkst. Das haben wir ja vorher auf der Brücke vom Hotel gesehen und jetzt sehen wir es mal aus der Nähe. Dann ist auch so ein armer Deibel von der Trage Bunner. Scheint schon ziemlich makaber und krank zu sein, durch die Hunter. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Ja, wieder 2 Unschuldige kaputt. Gehen wir zur Brücke. Ah, das ist immer so ein bisschen bedrückend, muss ich sagen, weil die Typen, die sind in ihrem Revier, die dulden hier niemand. Und dann wird halt jeder von außerhalb niedergemacht. Ich weiß auch nicht, wie die ihr Leute rekrutieren. Oder ob sie das überhaupt machen. Oder ob die hier so eine Art Gesellschaft haben, wo halt nur untereinander was passiert. Und niemand von außerhalb hier reingelost wird. Scheiße, Joel. Hunter. Ja, dann nehmen wir mal den Bogen zur Abwechslung. Wer ist das? Hoppla. Na dann mal los, komm schon. Ja, dann guck mal, du Babsack. War wohl nix, ha? Bei denen habe ich irgendwie auch nicht wirklich so die Skrupel, die niederzumachen. Gehen wir nochmal hier rein. Gucken uns mal an, was es hier noch so Schönes gibt. Nee, hier nix. Nee. Nur ein Riegel. Und da liegt doch eine Notiz. Letzter Angriff Notiz. Ja, das gibt uns mal wieder so einen Einblick, was in Pittsburgh eigentlich wieder abgelaufen ist. Wie die Hunter hier der Lade übernommen haben. Das ist interessant, wie erschreckend zugleich, finde ich. Aber auf der anderen Seite, so ist es halt. Die wollten nicht vom Militär bewacht werden und überwacht werden und kontrolliert. Und dann haben sie ja irgendeine Gesellschaft aufgebaut. Und die ist halt ziemlich anarchistisch, finde ich. Gehen wir jetzt hier wieder in so ein bisschen Ruhegebiet rein. Und gucken uns hier mal an. Dawn of the Wolf, Part 2. Scheint wohl ultra spannend gewesen zu sein. Vor allem, wenn man sieht, dass der Werwolf da noch mit einem Mädel rumknuddelt. Und hier geht's gleich wieder richtig weiter. Wird mir schon an der Musik, wird wieder spannend. Und ich suche jetzt hier eindeutig der offene Kampf. Normalerweise DCSA bietet dort die Gegend zuerst heimlich zu räumen. Ich suche zwar der offene Kampf und da sehen wir vielleicht so eine Sprengfalle, die da steht. Aber ich mache am Anfang erstmal hier klar Schiff. Im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, das Ich sehe ihn. sehe ich, ja. Deckung. Wir suchen die Deckung und gehen jetzt auch her. Uah! Das war dappig. Das war so richtig dappig von mir. Hinter dir! Oh nee. Das habe ich nämlich im Kopf gehabt. Das war blöd. Und jetzt habt ihr auch das erste Mal gesehen, was passiert, wenn man sich bei Menschen dappig anstellt und gegen Menschen stirbt. Ja, da fahren Sie gerade durch. Vielleicht können Sie sie aufscheuchen. Ich hoffe, dass die Eindringlinge Licht zeigen. Wissen, Sie müssen
Jetzt passen wir das mal ein bisschen besser auf und schleichen uns von der Seite an. Vorher habe ich noch großartig geprahlt. Oh, sehen wir, der Stolperdraht. Aber jetzt selber reingedappt. Das war so richtig die Dappes-Aktion von mir. Egal. Ist ja erst das zweite Mal, dass wir hier sterben. Du ist der Kerl, der uns dann niedergemäht hat mit der Schrotflint. Und den machen wir jetzt klar. Ja, der kennt uns sehr. Nee. Hat uns nicht gesehen. Scheiße. Ja, der hat aber gesehen, dass der Kumpel von ihm auf dem Boden liegt. Aber das sind halt die Pyromaner, um die müssen wir uns zuerst kümmern. Ah, jetzt hat er uns bemerkt. Ah, super gemacht, Ellie. Und er hat Alkohol fallen lassen. Ja, gut, die Pyromane zuerst. Wir hätten ihn zwar greifen können, aber so schnell habe ich auch nicht geschaltet. Ja gut, dann müssen wir jetzt warten, bis die anderen Kerle da kommen. Die haben jetzt auch gecheckt, dass was nicht stimmt. Ah, komm schon. Die Ellie kann jetzt auch schießen, genau. Und der hat gleich gemerkt, der hat ja nur eine Nahkampfwaffe, da kommt er nicht weit. Versucht aber trotzdem hier nochmal seine Haut zu retten. Kommt aber nicht nur genug an uns dran. Ja, die Ellie, die kann hier im wirklich schon als mal wirklich das Leben retten, könnte ich so sagen. Da liegt noch was. Ein Brett mit 2 Nahkampfverbesserungen. Basteln kennen wir auch nichts, aber das lassen wir erstmal gut sein. Das Ding lassen wir erstmal Brett sein. Ist zwar wirklich ein bisschen verführerisch, dass wir uns das schnappen, aber wir lassen es erstmal so sein. Oh, jetzt wollte ich eigentlich noch das Jagdgewehr ausrüsten. Und gucken wir, was wir hier machen können. Von hier aus können wir nämlich auch noch was reißen. Erstmal den fertig gemacht. Gucken wir mal, was die anderen dazu sagen, wie die reagieren. Ah, keiner da. Da drüber sind Wälder. Okay, kriegen wir die von da? Gerade mal gucken. Nee. Das sieht eher schlecht aus. Schleicht sich eine A? Nee. Alles klar. Gehen wir erstmal hier rüber. Und holen uns hier die Notiz als sammelbares Artefakt. Mob-Angriff-Notiz. Ah, für Teufel. Schnell, Joel. Ja, ich mache ja schon. Und, ja, das war Notiz, wo es wohl Käse hat, dass der Pöbel so allmählich übernommen hat. Und dann scheinen sie wohl ihren Spaß gehabt zu haben, Leid zu verbrennen vom Militär. Was schon ziemlich ekelhaft ist, muss ich sagen. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Oder horchen uns um. Da ist nix. Okay. Da können wir aber hier von der Deckung aus agieren. Und zwar habe ich doch da hinten einer gehört vorhin. Ja, da kommt einer marschiert. Und den schnappen wir uns mit dem Jagdgewehr. Den haben wir vorhin erwischt. Und da ist der andere mit der Schrotflint. Gleiches mit Gleichem. Oh, Scheiße. Und voll aus der Nähe erwischt. Scheinen aber noch welche tot zu sein, sonst wären die wieder in einem entspannteren Modus. Wo ist er? Irgendwo muss er ja sein. Müssen wir ihn rauslockern. Da ist er. Dann holen wir uns den noch. Ja, das müssten sie jetzt gewesen sein. Wir haben gewonnen. Ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. So steht nochmal an der Wand, wie gesagt, wir haben gewonnen. Das scheint wohl hier so, und keine Hoffnung, steht da auch nochmal drüber an der Wand. Das scheint aber wohl so das Viertel gewesen zu sein, wo die Hunter ihren ersten erfolgreiches Militär gehabt haben. Und jetzt machen wir auch noch was. Und zwar haben wir ja schon beim Bild gelernt, wie wir mit den Dinger umgehen. Einfach was draufschmeißen. Dann werden die Dinger ausgelöst. Da können wir jetzt nochmal in aller Ruhe hier die Gegend durchsuchen. Und gucken, was es hier noch gibt. Hier hat es noch Alkohol,
Klebeband. Jede Menge Klinge noch.